Und somit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drug Dealer Simulator. Ich drücke gerade mal auf Fortfahren. So, schön seid ihr wieder mit dabei. Das ist mittlerweile Folge 26, wenn ich mich nicht täusche. Es ist eine neue Aufnahmesession. Es ist jetzt schon wieder eine Weile her. Ich habe mich zusammengerissen. Ich habe nicht weitergespielt, dass ich wieder ein bisschen aktueller bin so mit Aufladen und ihr wisst, was ich meine. Jetzt muss ich überlegen schnell. Irgendwie ist da eine Grafik etwas anders. Habe ich etwas umgestellt? Nein, das irgendwie. Nee, keine Ahnung. Gleich mal schnell Pause drücken. Einfach mal, merci viel mal für den Support. Denen, die bis jetzt mit dabei sind, das freut mich wirklich wahnsinnig. Es macht mir wahnsinnig Spaß, die ganze Geschichte hier, und ja, im Sinn, das noch ein bisschen auszubauen. Und was wollte ich noch sagen? Mist. Irgendetwas Wichtiges soll ich sagen. Ja, natürlich keine Ahnung mehr, was wir beim letzten Mal haben gemacht haben, wo wir sie gesehen. Ich probiere es zu rekapitulieren. Ich glaube, wir haben ein Problem mit dem Abpacken. Genau. Wir haben beim Fat Tony da, der Big Baba, ist mein Mikrofon überhaupt gut? So, Moment, so. Vielleicht ein bisschen besser. Wir haben beim Big Tony, da der Fettsack, Entschuldigung, die ersten grossen Bestellungen reinbekommen und haben dann das Problem mit dem Abpacken. Und nach der letzten Folge, jetzt kommt es mir zu Sinn, nachdem sie die letzte Folge aufgenommen haben, habe ich noch ein bisschen weiter gehustelt, weil ich unbedingt herausfinden wie man das macht, wie man das abpackt, und ich habe es herausgefunden. Nachdem ich es gegoogelt habe, ich habe herausgefunden, wie man größere Mengen als die 40 Gramm, die ins Glas gehen, kann verpacken. Und bin dann so im Film gesehen, dass ich noch schnell 2-3 Mal ausprobiert habe und 2-3 Sachen gemacht habe, ohne dass die Aufnahme gelaufen ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, haben wir da das Licht? Hat das immer schon so ein Rauschen drauf bei mir? Oder ist das nur auf meinem Bildschirm, und in der Aufnahme geht es, glaube ich? Ja, Item. Sonst schreiben Sie in die Kommentare, falls irgendetwas nicht so gut sein. Und etwa in 10 Folgen sehe ich es dann. Also, nein, ich sehe es immer sofort, ich lese jeden Kommentar. Also, alle 2. Oh, einer davon ist Bot. Aber darauf eingehen kann ich natürlich erst ein bisschen später, meistens, also im Spiel nachher. So, ja. Polizeistunde. Ich traue mich fast nicht zu zeigen, weil da vorne seht ihr schon etwas. Da steht schon so ein Koffer rum. Ich weiß gar nicht, haben wir letztes Mal die erste Bestellung schon gemacht? Ich glaube es. Auf jeden Fall bekommst du dann so einen Koffer, wenn sie das Geld bringen. Ja, und von denen, ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber von diesen Koffer haben wir jetzt 2, 3. Sagt man das? Da sind nur 2. Ich hatte doch mehr gehabt. Habe ich echt da drinnen. Ich drehe mich extra noch nicht zum anderen Tisch um, seht jetzt gleich warum. Das habe ich echt nicht wollen. Shit, ich muss zuerst wieder in das Game reinkommen. Ciao. Gut, da haben wir nichts. Was haben wir da innen? Genau, da haben wir den mittleren Rucksack, den kleinen Rucksack. Ja, ich habe mittlerweile einen grossen Rucksack. Merci für die das so fleissige Kommentare haben geschrieben. Habe ich irgendwann schon gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob ich in der letzten Folge oder ob ich ihn irgendwann in der Folge gekauft habe oder ob ich das dann letztes Mal noch gemacht habe, nachdem es mir irgendwie... Ich weiß es nicht, es tut mir leid. Ich habe vorhin die letzte Folge extra nochmal durchgeschaut, aber ich bin gleich nicht mehr sicher. Wie kann man nur so verpellt sein? Also jetzt ziehe ich schnell meinen Rucksack ab, weil ich glaube eben hier in diesem Koffer ups. Ja, ich habe ein bisschen Geld verdient. In dem Koffer, der da so rumliegt, sind 9.735 $. Ja. Und den legen wir jetzt schön wieder daher.
wunderprächtig. Legen wieder unseren Rucksack an, als wäre nichts. Und nein, wir haben nicht nur fast 10'000 auf der Seite, wir haben auch noch eine kleinere Bestellung. Seid ihr parat? Eine kleinere Bestellung bekommen. Ja, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. 1250 Gramm. Ups. Ja, und wie man unschwer erkennt, habe ich diverse Gefäße ausprobiert. Ah, hier im Rona. Und habe dann irgendwann herausgefunden, wie gesagt, ich musste googeln, weil es hat für mich keinen Sinn gemacht, weil das hat irgendwie ausgesehen in der Beschreibung wie etwas für Flüssigkeiten. Es sind die grossen Huren Kübel da, die wir brauchen für Kokain drin oder was auch immer. Also die kann man auch als normale Powder brauchen. Und da haben wir auch nochmal 3 Gramm drin. Wow. Ja, und viel mehr weiß ich nämlich nicht mehr, was wir noch alles gemacht haben. Ich glaube, wenn jetzt das Handy, ja, jetzt habe ich meinen Ring natürlich vor dem Handy. Egal, ich glaube, das sieht man gleich noch so. Dann kann ich da raufschauen auf das Handy. Ja, ist der weg. Wow. Nein, oh Gott. Wir haben es wieder mal mit der Nacht, die ich aufnehme. Es ist, ja gut, es geht noch. 11. Mai 20 ab 2. 20 ab 1. Geht. Also, wie gesagt, schön seid ihr wieder mit dabei. Und jetzt wird mal ein bisschen richtig gehustelt hier. Ich habe gefunden, ja nein, ich habe einfach nicht aufhören letztes Mal. Es tut mir leid. Es ist auch nichts wirklich Interessantes passiert. Ich habe wirklich 2 oder 3 Mal grosse Bestellung bestellt, also einen Big Baba gebrungen und fertig. Und dann wieder bestellt. So, ich glaube jetzt müssen wir unseren PC. Ich habe eigentlich keine Ahnung mehr, was da ist offen war. Also der Eddie hat uns geschrieben. Genau, von den Bestellungen, bla bla bla. Jetzt würde ich sagen, dass wir dem Eddie mal Geld fürs Kartell liefern. Mal schauen, was wir ihm schulden. Ja. Gut. 15'000. Ciao Leben. Der Mike hat immer noch Zeug. Da sollten wir jetzt ja langsam mal auf ein Zeug anmieten. Kopf. Und der Gustavo, das ist nämlich der, der uns immer Zeug bestellt. Wir brauchen eine neue Lieferung von 9x50 Gramm Koks. Genau, und wenn wir das jetzt abgeliefert haben, das bringen wir ja in einen toten Briefkasten. Das machen wir jetzt zusammen. Ich weiß nicht, ob wir das in der letzten Folge schon mal gemacht haben, verdammt. Egal, sonst sehen wir es jetzt. Und dann können wir ihm sagen, hey, es ist dort und that's it. Und ich glaube eben, wir konzentrieren uns jetzt ein bisschen auf die grossen Deals, weil, wie man sieht, rendiert es. Gut, also, und zwar müssen wir das bringen, da steht es, liefern 9x50 Gramm Koks bis am Sonntag, wir haben Donnerstag, easy, 3 Verkaufsgebiete im Sektor B, wir das Bargeld bringen. Und Downtown freischalten, für in den Norden zu expandieren. Also am anderen an, ich würde sagen, wir brauchen jetzt zuerst mal Cash. Und dann tun wir unseren Immobilienausbau-mässig so ein bisschen verbreitern. Und dann übernehmen wir die ganze Welt. Das ist der Plan. Soweit so gut, wir haben Donnerstag, 4 ab 10 am Abend. Was machen wir? Wenn wir mal 9x50 Gramm parat machen, weil ich nehme mal schwer an, nein, das war die falsche Karte, genau. Ich nehme schwer an, genau, wir müssen es wieder auf die andere Seite der Mauer bringen. Oh, wir können zwar bei den Bauarbeitern durch, Dann gehen wir irgendwo hier rein und kommen hier raus und dann da ist einfach verdammt weit. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, das in der Nacht zu machen, aber wir können es probieren. Also 9x50 Gramm, jetzt kann ich mal zeigen, ich habe das hier nochmal so schön aufgebaut, weil es einfach... Es sieht einfach schön aus.
So, jetzt haben wir wieder hure viel 10 Minuten geleiert und nichts ist passiert. Es gibt wieder ein bisschen längeres Vögel. Ich hoffe, dann nehmen es mir nicht übel. Aber ich muss wieder zuerst reinkommen. Genau, jetzt können wir in diese Kübel 150 Gramm tun. Und die füllen wir jetzt alle mal, wie sich's gehört. Da geht nicht mehr rein, pardon. Das war schon Koks, gell? Jawohl. Wir brauchen noch mehr von diesen Kübeln, habe ich das Gefühl. Gut, wir müssen ja nicht alles da drin tun. Einen würde eigentlich länger. 150 Gramm, 150 Gramm. Da können wir auch noch einfach ein paar kaufen von denen. Aus Sicherheitsgründen. Das... ja... gut. Schon. Nein, die Gläser habe ich fortgeräumt, was wir nicht brauchen. Genau, jetzt Produkt verpacken, so ist das gegangen. 9 mal 50 Gramm brauchen wir jetzt. He? Also da kommen ja 3 raus, dann ist es schon wieder leer. Genau, darum habe ich auch mehrere Kübel. Das ist jetzt ein bisschen hin und her mit dem Abpacken. 3. Nochmal 3. Das sind 6. Und nochmal 3. 50 Gramm. Sollten wir jetzt 9 mal 50 Gramm haben, wenn ich mich nicht täusche. 9 mal 50 Gramm, 9 mal 50 Gramm. Gut. So. Das einfach mal da drin. Schubidubidu. Schubidubidu. So viel Stoff hier. Ist natürlich auch klar, Platz hin. Ist natürlich auch klar, dass wir dem Eddie so viel Geld schulden, weil hier noch so viel Stoff rumliegt. Aber das werden wir jetzt ändern. Den habe ich auch gekauft und der bringt, glaube ich, warte jetzt mal, 150 Gramm. Lab Fluid Tray. Dort auch. Nein. Lege erst eine Flüssigkeit oder ein Lösungsmittel in den Mixer, bevor du aha, okay. Ist das ein Mixer? Für mich ist es einfach ein Glas, aber ja. So, also. 9 Gramm. 5, Skillpunkte haben wir natürlich auch noch. Puh, die gut alten Skillpunkte. 8 Skillpunkte. Was ist das schon wieder gesehen da? Ich glaube, das macht Sinn. Das sind 8 Punkte Tarnkappe, es muss ein bisschen weniger schnell gecatcht werden. Ich glaube, das macht Sinn. Genau. Was ich noch wollte sagen, ist natürlich, zahlt das Kartell da, oder die Gang vom Fat Tony, weniger gutes Geld, als wenn wir hier rausholen würden, aber sie nehmen natürlich viel, viel mehr ab. Also, wir können viel, viel größere Mengen hin und her schieben. Weil hier haben wir 25 kaufen wir sie für... Moment. Für 60. Yes, für 60 würden wir es verkaufen auf der Straße. Und ich glaube, sie zahlen uns... Ich weiß es nicht mehr. $39 pro Gramm. Ja. Aber gleich, eben, wir können viel, viel mehr schneller hin und her schieben. Also, wenn wir es eins rausholen. So. Ich bin ein bisschen nervös. Ich habe Angst. Drückt mir die Daumen. Ich würde sagen, wir speichern nochmal nach dem ganzen Gelaber und Umgebastel. Und dann geht es back on the streets. Türen zu. Ah fuck, das ist schon der erste Fehler.
Weil wir müssen natürlich Geld mitnehmen, für die huren Hornochsen zu schmieren da. Das ist jetzt aber ein bisschen blöd, dass ich die huren Kohle da drin habe, eigentlich. Ich denke, es ist cool, wenn wir einen Cover mit Geld haben, weißt du, so. Wegen Style und so. Weißt du, es kommt mir viel einfach die Hosensäcke mit Bargeld. So ein bisschen $800 sollte ja länger. Dann schmeißen wir den wieder da her. Und dann legen wir wieder den Rucksack an. Und genau. Finde ich ein bisschen blöd, dass du nicht kannst hier jetzt etwas draus nehmen kannst, ohne dass du ihn anlegen musst. Aber das ist ein Detail. So, Licht abstellen. Strom sparen, wichtige Sache. Da auch. Nein, so. Und vielleicht kommen wir ja irgendwann in der nächsten Zukunft aus diesem huren Drecksloch raus hier. So. Ich muss... Moment. Oh. Falls ich da muss säckeln, muss ich die Tasten da verwutschen. Und dann müssen meine Finger natürlich parat sein, gell? Ich habe so Paranoia. Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich muss das Licht auf der Seite abstellen, weil mein Bildschirm ist viel zu hell. Auf jetzt der Greenscreen, ja, jetzt ist zwar hier ein bisschen... kann ich damit leben, komm. Ja, neue Beleuchtung bestellt. Das tun Touren nach. Ja, das sind sie. Hallo? 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 Ich bin spiegelverkehrt, hä? Ja. Ich müsste so machen. Geil. Also jetzt werde ich wirklich nicht gecatcht werden. Das würde mich recht anschiessen. Hey Fritz. Kann ich rein? 250. Logisch. Gönn dir. Ja, ciao. Ich habe jetzt das Gefühl, seit wir nicht mehr Bye und Fuck you sagen, macht der Preis auch nicht mehr höher. Ich muss die Kamerabeleuchtung noch ein bisschen abnehmen. Ah, besser. Da auch noch ein bisschen. Ja, man ist der Blinde hier. Was sind wir? Das war der Hans, gell? Ich muss nehmen. Warum gebe ich auch einen Namen und wenn wir es nicht kann merken? Wo müssen wir her? Gut runter. Das heisst hier, vielleicht kann ich hier hinten durch irgendwie. Einfach Paranoia, also ich höre Cops. Hallo? Wir haben so viel mal schon verkackt und jetzt machen wir es einfach vorsichtiger. Wow. Dein Respekt in den Verkaufsgebieten ist sehr niedrig. Niedriger Respekt hat Einfluss auf die Verkaufszahlen. Steigere deinen Verkauf, miete Verstecke an oder markiere dein Territorium. Ups. Ja, kümmern wir uns drum. Wie gesagt, wir müssen Verstecke anmieten, unbedingt. Dass wir nicht dauernd die kleinen Deals müssen machen, für dass wir den Respekt behalten können. Du sollte jedem... Oh Gott. Das ist einfach die Polizeistation. Ich glaube, hier ist es irgendwo, oder? Schnell rein mit dem Zeug. Boom! Es hat jetzt aber vielleicht ein bisschen wenig XP gegeben. Für so eine Menge. Egal. Ich bin schon wieder so angespannt.
Toll. Was soll ich sagen? Wir müssen in jedem Gebiet irgendeine Wohnung oder eine Garage oder irgendetwas haben, für den Respekt oben zu behalten. Das haben wir viel zu fest vernachlässigt. Bis jetzt. Hey Fritz, Hans. Alter Mann, es klingt gegen, als würden sie direkt hinter mir stehen. 250 Watt, mach auf, lass mich über, schnell. Bye. Oh Gott, mein Herz. Und wir sind schon wieder bei 20 Minuten. Hey Fritz. Merci, gell. Okay. Hier höre ich nichts. Das tue ich auch nicht. Ei. Was war das gewesen? Ich glaube, es hat getönt. Oh, mein Herz. Wir sind daheim. Home, sweet home. Home, sweet home. Gut, ja. Dann können wir jetzt Gustavo, oder wie heißt er? Mal Gustavo, wenn wir sagen, hey Digga, dieses Zeug ist parat. Oh, jetzt gibt es XP. Okay. Komm jetzt und hol deine Knete ab. Nimm keine Tasche mit, du kriegst von uns einen Koffer. Neue Droge verfügbar. Fentanyl. Oho. Okay. Fentanyl. Interessant. Not for sale. Was ist jetzt rausgekommen? Okay, wo sind wir vorhin? Langsam, Mann. Umgebung vom Supermarkt sind wir tief. Okay. Und hier sind es nicht mehr, weil wir da ein Apartment haben. Oder ist das? Das Garage. Ich check's noch nicht so ganz. Der James wird 29 Gramm Koks. Oh Gott, hey. Ich muss da mal die Tastatur ein anders her tun. So, ich würde sagen, wir schmeißen schnell hier unseren Rucksack her. Schon 7 Skillpunkte nehmen wir nachher. Heute speichern. Und dann holen wir noch schnell das Geld. Und dann wäre es das, glaube ich, schon wieder von dieser Folge. Weil ich will ja, dass das Ganze noch irgendwie ertragbar ist zum Schauen für euch. Wenn da jeden Tag eine Folge rauskommt und man weniger die Zeit hat, wird man ja noch hinterher nachmögen. Ja, und sonst schreibt es mal in die Kommentare, was für euch so die optimale Folgenlänge wäre, was ihr euch würdet wünschen. Ob kürzer, ob länger. Viel mehr Optionen gibt es nicht. Ja, wäre cool, wenn ihr das mal könnt, in den Kommentaren rauslassen. So, ich weiß nämlich schon, wo ich her muss. Das ist dahinter, der Gustavo ist dahinter. Da ist nämlich die Villa vom Fettoni. Mit dem Ghetto hat er sich eine hohe Villa bauen. Und schau mal, wie das ist schön. Kann man echt die Hütte irgendwann kaufen oder Fettoni grillieren. Ja, Gustavo. Ist es bei euch auch so dunkel? Nein. Gut. Mein Geld ist im Koffer, das freut mich. Danke vielmals. Und merci, gell. Tschüss. Wie viel haben wir da drin? Wenn wir drin schauen.
Ja, nice. Wir kaufen das hure Kaffee, Mann. 17.000 Hähne, Mann. Wupp, 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 wupp. Hallo Freunde. Geht auch ein bisschen raus durch. Ach, kein Scheiß. Digga, wir haben 17.000 Stutz im Sack. Die würden uns das sicher noch da. Kannst du mal aufhören Licht machen da? Kommen die jetzt dafür oder nicht? Kommst du sehr klar. Die würden uns das sicher noch abnehmen, wenn sie uns jetzt rausnehmen. Das sind also die Momente, wo einfach Beweismittel verschwinden, du weißt, was ich meine. Also natürlich nur im Spiel, im echten Leben passiert das nie. Ja, wie pickeln wir das jetzt um? Halt, wir müssen ja am Eddie noch Kohle bringen. Das machen wir jetzt anders schnell. Aber zuerst, ihr wisst es. Ich werde jetzt so viel speichern immer, das ist... Bringen dem Eddie Kohle und ich weiß nicht, ob wir dann schon wieder eine grosse Bestellung machen wollen. Aber ich glaube das mal noch nicht, weil jetzt werden wir einfach mal los, was wir haben. Weil sie geben uns ja schon genug Zeit für Alben zu liefern. Es sind wir so 2-3 Tage, wenn wir für das... Hey Eddie! Ja, ich habe dein Geld. 15.000 steht. Ciao! Jetzt nimmt mich noch etwas Wunder. Haben wir eigentlich hier auch noch Geld drin? Oder haben wir das irgendwann schon mal gebraucht? Wie sieht das hier so aus? Ja, da haben wir nicht mehr. Wollen wir hier mal wieder ein bisschen Stutz rein tun? Einfach so Notgroschen-Style. Kommen wir doch hier mal überall ein bisschen Stutz rein. Gut, nein, ich glaube hier schafft ist einfach nicht so schlau. Wir müssen uns auch mal irgendwie um einen Safe kümmern und um so viele Sachen, wenn wir einfach für alles irgendwie gefühlt noch zu wenig Geld, denkt es mir. Wir brauchen einfach mehr Kohle. Wobei, das kommt jetzt, ich sage nichts. Nein, 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 nein. Komm rein. Oh Gott, wie ich das hasse, die Tür oben. Die Tür oben zu brechen. Die kann man schon nicht rein, oder? Ich kann bei der Verhaftung nicht speichern. Das macht mir ein bisschen Angst. Ich habe einfach Angst, dass die irgendwann da reinkommen. Und ich habe nicht mal eine Knarre. Ja gut, dann können wir das Licht wieder anlassen. Und speichern. Was will. Tag. So. Kommt das Geld, müssen wir noch heute. Wie mache ich jetzt das? Das Geld da rein. Ja. Wie mache ich das? Kann ich das irgendwie, wenn ich jetzt da so habe, kann ich dann beides irgendwie? Nein, kann ich nicht. Wie? Mist, ich brauche mehr Möbel oder irgendwie. Ich bringe das Geld jetzt von meinem Rucksack. Ich muss es ja irgendwo zwischenlagern, weil ich nicht vom einen in den anderen Rucksack packen kann. Und hier ist alles voll. Also, und wo ist das Geld her, das wir im Sack hatten? Wir hatten $800 dabei gehabt, wir haben nur 300. Wir hatten doch
400 und 400 im Hosensack gehabt und wir haben 250 und 250 gezahlt, also hätten wir doch jetzt noch 300. Aha. Ich verstehe es nicht. Nee, das ist auch nicht so die Idee. Ah Mist, egal. Um das kümmere ich mich selber und ich muss jetzt heute schauen, ob die Aufnahme so funktioniert hat. Auf jeden Fall sind wir schon wieder bei 30 Minuten. Schreibt mir bitte gerne mal in die Kommentare, was für euch so die perfekte Folgenlänge wäre. Ob 4 Stunden, 20 Minuten, 25, 30, 40 Minuten, irgendwann wird es unrealistisch. Nein, was für euch so cool wäre. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wäre wahnsinnig lieb, wenn ihr den Kanal abonnieren, Glocke aktivieren. Es kommen gleich auch wieder ein paar neue Let's Plays, ein paar andere Videos sind in Planung. Ich habe ein paar Sachen im Kopf, die ich schon lange mal machen will. Vlogs kommen, sobald ich wieder rausgehen kann und irgendetwas Schlaues machen, ausser was ich jetzt mache. Kommen auch wieder Vlogs, weil im Moment wäre das nicht so wahnsinnig spannend. Ja, das wär's eigentlich. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und ich sage Timo G, bis gleich. Merci, gell. Ciao.